Vor ein paar Jahren bin ich mit Adi beieinander geguckt und da hat er mir seine Gedichte zum Viellesen vermacht. Und so möchte ich mich mit ein paar Gedanken bei ihm bedanken. Allein im Nachhinein betracht ist etwas, das ans Denken macht. Man kann es nicht mehr greifen, fassen, nur mehr die Spuren, die es hinterlassen, die oft einzigartig und schön versuchen zu begreifen und zu verstehen. Ja, auch da, die hat Spuren hinterlassen. Als ein Mensch, der sein Daheim und die Natur über alles geschätzt hat und da auch seinen Ausgleich gesucht hat, wie man aus dem Gedicht November auf der Alm aussehen kann. November auf der Alm. Auf der Alm ist jetzt Start, grad der Schneewind, der wart. Die Hitten verriegelt, die Beikai sind zu, 10 in der Hin, auch der Hirtenbur. Kein Glück, Herri Leuten, kein Kuh und kein Kalm. Burg hat Stadis Sitz auf der Alm. Der Schneewind war eiskalt her über d'Schneid. Ich mein, der Winter, der ist nimmer weit. Macht nix, ich bin daheim mit dem Ofen schon gekriegt. Also ein Ofen mit Holz geheizt, das ist halt eine Geschichte. Und die Ofenbank, die ist auch nicht zum Verachten. Kannst einen Apfelzell da oder ein wenig Eiche trachten. Wie es zugeht auf der Weid, ist er dir nimmer nett. Ein Zugang, ein Mitten, ein Stress und ein Gnett. Eine Ruhe braucht der Mensch, dies ist die beste zu ihm. Deswegen gehe ich so gern auf die Alm. Aber heut ist mein Urlaub, es beidelt mich an. Der Schneewind war so viel von Jochter hero. Schöne Alm, sag ich, Pfirti, ich geh jetzt gehen da. Und nächstes Jahr, wenn's wärmer ist, bin ich wieder da. Das heißt, wenn's der Herrgott will und dass er mich lässt, man weiß nie, wann's kommt, in seine ewige Rast. Und jetzt muss ich gehen, weil ich hu noch drum. Schön stark geh ich an, dreh mich noch mal um. Bur auf der Alm ist jetzt Start, grad der Schneewind, der wart. Ja, sei daheim und die Natur hat da die über alles geschätzt. Vierte.